Der ZT-Talk wird Ihnen präsentiert vom Lindenhof Oftringen mit seinem professionellen Catering-Service, der CSS-Versicherung ganz persönlich und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Wir fördern vieles, das gesund hält. Und was können wir für dich tun? CSS-Versicherung, dein Gesundheitspartner, ganz persönlich. Lindenhof Oftringen. Unser Catering-Service sorgt für kulinarische Highlights, auch an Ihrem Event. Willkommen zum letzten ZT-Talk vor Weihnachten und zum letzten ZT-Talk von dem Jahr. Wir sind zum zweiten Mal innerhalb von kurzer Zeit im Spital Zofingen. Sie haben es gehört, die Spitäler haben in der ganzen Schweiz Alarm geschlagen. Die Spitäler sind am Anschlag. Uns interessiert natürlich vor allem, wie die Situation hier vor Ort in Zofingen ist. Wir mussten für den Talk ein bisschen improvisieren. Wir stehen weit auseinander, damit wir der Verständlichkeit halber diesen Talk auch ohne Maske machen können. Bei mir sind heute zwei Gäste. Das ist einerseits Bettina Eisenschmidt. Sie ist Chefärztin am Kompetenzzentrum für Essverhalten, Adipositas und Psyche KEA hier am Spital. Sie ist konfrontiert mit den psychologischen Auswirkungen dieser Pandemie. Herzlich willkommen, Frau Eisenschmidt. Und das ist andererseits der Philipp Raffiner, in den Leserinnen und Lesern vom ZT bereits bestens bekannt. Er ist Infektiologe und leitender Arzt am Spital Zofingen, steht also im Kampf gegen das Virus ganz vorne an der medizinischen Front. Danke, dass Sie für uns Zeit haben. Herr Raffiner, ich möchte gerne bei Ihnen anfangen. Wie sieht denn aktuell die Situation mit den Covid-Patienten aus? Die Lage ist an sich ähnlich wie vor ein paar Tagen, wo wir zusammen via Interview in der Zeitung geredet haben. Es ist angespannt. Wir haben die Abteilung, die wir haben, von 12 auf 18 Plätze erweitert. Und eigentlich schon am gleichen Tag, wo wir die Erweiterung gemacht haben, sind die Plätze belegt gewesen. Das zeigt eine Dynamik. Wir sind wirklich täglich mit der Situation Covid Patienten, die kommen, vor allem mit Atemproblemen konfrontiert und nehmen die auf, haben auch schon Engpässe über das Wochenende, über das letzte. Wir mussten Leute schon verlegen in andere Spitäler, weil wir keinen Platz mehr hatten. Das heisst, Sie können jetzt auch nicht mehr aufstocken, also bei diesen 18 bleibt es, oder gehen Sie noch mal hoch? Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Wenn sich schweizweit, kantonweit, schweizweit weiterentwickelt, dann müssen wir irgendwie noch ausweiten. Aber es bedeutet enorme Anstrengung, weil einerseits brauchen wir doch auch Personal und Platz für Patienten, die sonst krank sind, die man nicht behandeln kann. Die müssen wir auch behandeln. Aber das grosse Problem in allem ist der Schlüssel von der Pflege. Patienten, die Covid haben, die an Corona erkrankt sind pflegeaufwendiger. Die brauchen eine nähere Betreuung, eine bessere Betreuung. Und wir haben nicht genug Personal, um alle Betten zu betreiben. Das heisst, wenn man mehr Corona-Patienten betreut, pflegt, dann braucht es quasi mehr Personal und dann können wir nicht alle Betten aufrechterhalten. Im letzten Interview haben Sie gesagt, die Situation sei ernst. Ist sie inzwischen mehr als das? Ich denke, im Vergleich zum letzten Interview ist sie etwa ähnlich ernst. Es ist eine angespannte Situation. Wir können es im Moment bewältigen, haben weiterhin grosse Ausfälle beim Personal, vor allem bei der Pflege, zum Teil auch bei den Ärzten. Sind froh um Unterstützung. Wir helfen die Aushelfen innerhalb des Hauses, medizinische Abteilung und chirurgische Ärzte untereinander, also dass wir auch Support kriegen von den Chirurgen, die jetzt ein bisschen weniger operieren, damit wir eben mehr Betten zur Verfügung haben. Und auch im Bereich der Pflege sind wir froh, dass da via Kanton aufgeleistet worden ist, dass wir Unterstützung durch die Villa im Park haben, sonst geht es nicht. Also wir haben externe Unterstützung ab wahrscheinlich Montag. So mit dieser Unterstützung bleibt es ernst. Wie entwickelt sich jetzt die Situation bei den anderen Eingriffen? Im letzten Interview haben Sie erwähnt, Sie müssen die elektiven Eingriffe runterfahren. Wo sind die im Moment? Bei wie viel Prozent machen Sie da noch im Vergleich zum normalen Niveau? Ich kann es nicht in Prozent ausdrücken, aber ich kann es so sagen, die wirklich elektiven Wahleingriffe, dort wo man mit gutem Gewissen eine Verschiebung durchführen kann, das machen wir, das müssen wir machen. Und bei den anderen sind wir tagtäglich dran, wirklich jeden Tag zu schauen, bei wem kann man einen Eingriff machen, der
dringlich ist, wo man nicht lange verschieben kann oder doch vielleicht 1, 2, 3 Tage in Abhängigkeit auch von der Betten, die wir haben. Also das ist wirklich ein Puzzlespiel, das wir jeden Tag aufs Neue betreiben müssen. Alle müssen flexibel sein in dieser Situation, die planen, die den Patienten Bescheid geben, die verschieben müssen, die absagen, die Patienten selber, die Flexibilität müssen zeigen, aber damit müssen wir leben im Moment. Welches Szenario erwarten Sie über die Festtage? Also insgesamt erwarten wir nicht so ein rosiges Szenario, vor allem wenn es so weitergeht wie bis jetzt, dass wir wirklich Ansteckungen haben, die über dem ominösen R-Wert von 1 liegt. Das heisst, dass eine Person mehr als eine andere Person ansteckt, wenn sie die Erkrankung hat, die Person, und weitergibt. Dann führt das automatisch zu einem exponentiellen Wachstum, ein Wachstum, das sich wirklich beschleunigt in sich, und dann sieht das nicht gut aus über die Festtage. Also aus medizinischer Sicht, wenn ich Sie richtig höre, so ein Lockdown oder weitergehender Lockdown aus Ihrer Sicht macht Sinn? Ich glaube, es ist immer ganz schwierig, Stellung zu nehmen, ob man einen Lockdown befürwortet oder nicht. Und bin vielleicht vor dem Stichwort aus meiner Sicht, also aus Sicht vom Gesundheitswesen, vom Spital, bräuchte es bessere Massnahmen, damit wir das wirklich noch bewältigen können. Und zwar nicht einfach nur nächste Woche, sondern während der nächsten Wochen. Und der Lockdown ist sicher ein mögliches Szenario, das das wahrscheinlich wird begünstigen, dass wir besser damit Schlag kämen. Es ist ja ein Streit ums Skifahren, ein Brand. Was sagen Sie da den Leuten, die Sie fragen? Sollen wir Skifahren, wenn man kann? Ich glaube, man muss das ein bisschen einordnen in die Massnahmen, die man sonst probiert, oder in die Restriktionen, die man sonst probiert, ins Volk zu bringen, um eben den Kontakt untereinander zu vermindern. Skifahren ist eine von mehreren. Ich glaube, man sollte sich nicht versteifen auf eine spezifische Massnahme, sondern das ist ein Kompromiss, wo man überall oder in einem gewissen Bereich trifft, und es ist dann die Summe von diesen Kompromiss. Es ist wie überall, wenn man allein geht ins Restaurant essen, dann ist null Gefahr. Je mehr Leute, desto grösser wird die Gefahr. Im Skifahren ist genau das Gleiche. Also wenn man allein auf einen Hang geht, zu Fuß nebeneinander läuft, mit niemandem redet, kein Billett löst, nicht in eine Wirtschaft geht, dann ist das super, aber das ist nicht realistisch. Von dem her, es ist eine Aktivität von vielen, die man muss beachten muss, aber sich jetzt nur auf Skifahren einschießen, ist auch nicht richtig. Ich spreche auch die Unfallgefahr an, nicht nur beim Skifahren, sondern überhaupt beim Wintersport. Das kann ja auch mal passieren, und dann ist vielleicht eben die medizinische Versorgung in der jetzigen Situation schwierig. Ja, das ist richtig. Also aus diesem Gesichtspunkt macht es sicher Sinn, das gut zu überdenken, wie man sich zum Skifahren stellt, weil die Kapazitäten für zusätzliche Erkrankungen, die man jetzt könnte eigentlich vermeiden, die Gedanken muss man sich machen, und die sind sehr berechtigt. Welche Appelle machen Sie sonst noch generell an die Bevölkerung? Hier von Zofingen? Wir haben ja die Kampagne gestartet, das Spital vom Kanton Aargau, zusammen mit dem Kanton, mit dem Aufruf wirklich auch an die Eigenverantwortung, dass man sich wirklich mehrmals überlegt, soll man die und die Person oder vor allem Personen sehen, dass man soll probieren, möglichst die Personenanzahl einzuschränken, wo man Kontakt hat. Das ist sicher etwas, was man ständig aufrechterhalten muss. Im Moment, oder bisher zumindest, zeigen die Zahlen, Infektionszahlen, dass das allein noch nicht genug gelangt. Aber das wäre sicher das, wo man jeder Einzelne zusätzlich etwas könnte oder sollte dazu beitragen. Jetzt hat ja das BAG die Woche die Impfstrategie präsentiert. Aus Ihrer Sicht, wie schnell erwarten Sie durch die Impfungen, die jetzt kommen, eine Besserung der Situation? Ich habe im Vorfeld noch ein bisschen geschaut, was die Spezialisten dazu sagen, die sich gut aus dem Fenster lernen können und ihre Meinung auch geschätzt wird in der ganzen Welt. Und da gibt es so saisonale, unterschiedliche Gewichtungen. Die einen sagen ab Frühjahr von diesem Jahr, die anderen ab dem Sommer vom nächsten Jahr oder ab dem Winter vom nächsten Jahr. Also gibt es wirklich ganz unterschiedliche Meinungen. Aber ich glaube, begründen oder auch quasi eine Voraussage kann man eigentlich dann machen oder erst dann zuverlässiger machen, wenn man weiss, wie viele Leute sich in welcher Zeit wirklich werden impfen oder können sich impfen lassen. Weil je mehr Leute sich impfen lassen, desto schneller ist ein Schutz da, der auch ums Individuum rausgeht. Das ist das Stichwort von dieser Herdenimmunität. Also es braucht eine Impfbereitschaft von insgesamt 60-70%, vielleicht auch noch mehr, um auch noch die zu schützen, die dann eben nicht geimpft sind oder wo die Impfung dann nicht so gut wirkt. Wenn das Ziel ist und das Strategie wäre, schweizweit, europaweit, weltweit, dann braucht es sicher länger als Frühling. Bis allein schon Leute geimpft sind, logistische Probleme gelöst sind, die Impfbereitschaft hoffentlich steigt, das braucht Zeit. Also, ich also sicher nicht gerade ab Januar sofort, sondern das braucht einige Zeit. Das braucht einige Monate.
Jetzt haben Sie im letzten Interview gesagt, von 10 Patienten, die mit Covid hier ins Spital kommen, versterben zwischen 3 und 4. Können Sie sagen, wie viele Todesfälle im Zusammenhang mit Covid hat es denn bis jetzt in Zofingen gegeben? Ja, das sind insgesamt 15. Also ich habe gerade heute nochmal Zahlen angeschaut. Das Verhältnis ist gleich geblieben jetzt bis aktuell. Das sind etwa sind 15 Leute, die haben müssen versterben ab dieser Erkrankung. Frau Eisenschmidt, ein paar Fragen an Sie im Zusammenhang mit Covid. Sie haben eine Unterstützungshotline für das Pflegepersonal, für Betroffene eingerichtet. Wie rege wird die genutzt? Die wird recht rege genutzt. Unsere Mitarbeitenden sind sehr dankbar dafür, dass sie so eine Hotline beanspruchen dürfen. Wir die täglich besetzen, auch am Samstag, und es melden sich eigentlich sehr regelmässig auch hilfesuchende Mitarbeitende. Können Sie schildern, was macht die Pandemie mit den Mitarbeitenden, mit dem Pflegepersonal, das mit dem konfrontiert ist? Ja, also das sind natürlich Ängste an erster Stelle zu nennen. Es sind Ängste vor Ansteckung, sie sich selber könnten mit Covid anstecken. Es ist die Ungewissheit, die einen sehr zu schaffen macht. Wir haben gerade gehört, es geht noch weiter, wir wissen nicht, wie lange geht es noch. Ungewissheit ist etwas, was für uns Menschen sehr belastend ist. Wir haben eigentlich lieber, wenn wir wissen, was wir machen sollen, wenn etwas anfängt und wenn etwas endet. Dann berichten viele Pflegende oder andere Mitarbeiter vom Haushalt darüber, dass sie sich dieser Thematik wie nicht mehr entziehen können. Sie haben hier im Spital die ganze Zeit eigentlich um die Ohren. Wenn sie heimgehen, werden sie von ihren Angehörigen bestürmt und befragt, wie sie sich verhalten sollen. Wenn sie zum Einkaufen gehen, dann können sie natürlich selber überall Masken und müssen selber eine tragen und so weiter. Also ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man so wie nie eine Pause hat von dieser Situation. Also Ängste dauernd berieselt werden mit diesen Informationen und wie keine Ruhepause mehr mit ungewissem Ende. Ich glaube, das sind die Hauptbelastungsfaktoren. Also alle Leute sind ja mit dieser Pandemie konfrontiert, aber sie sind quasi 24 Stunden mit dem konfrontiert. Welche Art von Belastung kommt Ihnen denn da eigentlich so ein bisschen am häufigsten entgegen? Gibt es von dem, was Sie genannt haben, etwas, wo dann eigentlich immer wieder kommt? Also es ist vor allem die Belastung jetzt im Haus selber. Oder? Es ist die Pflege von kranken Personen, wo zum Teil auch die Verschlechterung oder auch das Versterben relativ schnell gehen kann, dass man nicht Abschied nehmen kann. Ja, die Betreuung der Angehörigen, die selber sehr verunsichert sind, die sich häufig auch nicht mehr verabschieden können oder nicht mehr so verabschieden können, wie man das früher gewöhnt war. Nicht mehr Besuche machen können. Das betrifft eigentlich alle jetzt stationäre Patienten im Spital. Und dass das Pflegepersonal insbesondere dort so ein bisschen als Buffer muss fungieren, selber eigentlich belastet und noch anderen Menschen muss beistehen, die belastet sind. Ein Chefarzt von einem anderen Spital hat mir kürzlich gesagt, in seinem Betrieb sind wir mit Krankheitsbildern konfrontiert, die nicht durch das Virus selber, sondern durch die psychische Belastung verursacht worden sind. Was erleben Sie da diesbezüglich? Eben, Ängste, Depressionen sind häufig in der Schweizer Bevölkerung und jede Situation, die zur Verunsicherung beiträgt, ist geeignet, die Ängste noch zu verstärken. Und das ist genau das, was wir hier erleben, nicht nur jetzt bei diesen beiden schon genannten Leiden, beispielsweise auch beim Essverhalten, meine Spezialität, stellen wir fest, dass Menschen deutlich mehr Schwierigkeiten haben, sich gesund und ausgewogen zu ernähren oder sich genügend zu bewegen, was natürlich dann wiederum eigentlich einen negativen Einfluss auf ihre Gesundheit hat. Das ganze Sozialverhalten ist eingeschränkt. Man kann sich nicht mehr sehen, man kann sich nicht mehr besuchen, seine Liebsten nicht mehr umarmen. Wir merken eigentlich erst jetzt so richtig, was das für uns alle bedeutet, für unsere Gesundheit, dass wir Körperkontakt haben können. Und der ist massiv eingeschränkt. Auch das Anschauen vom Gesicht beim Reden, heute ein bisschen eine Ausnahme eben mit den Sicherheitsvorkehrungen, die wir heute haben. Aber das ist etwas so Elementares in menschlicher Kommunikation. Und wenn das über längere Zeit nicht möglich ist, ja, dann kommt es eben so zu einer gefühlsmässigen Verarmung, Isolation und Einsamkeit. Haben Sie denn jetzt in Ihrem Kompetenzzentrum den Fokus wegen dieser Pandemie müssen anpassen? Sie sind ja sehr spezialisiert auf Essverhalten, Essstörungen. Haben wir da den Fokus jetzt ein bisschen shiften? Nicht wirklich, weil mindestens die Hälfte der Patientinnen und Patienten, die wir haben eben gleichzeitig auch Depression und Angststörung oder andere psychische Leiden. Und das Essverhalten bringt jetzt einfach eine besondere Ausprägung in dieser Pandemie, aber im Prinzip arbeiten wir mit unseren Patienten noch gleich wie vorher. Aber sie bringen natürlich ganz viele Fragen mit aus ihrem Bekanntenkreis, aus ihrem Angehörigenkreis. Sie sind verunsichert, fragen zum Beispiel auch, soll ich mich impfen lassen, wenn es eine Impfung gibt, oder darf ich überhaupt noch raus, oder darf
darf ich noch meine Liebste jetzt sehen an Weihnachten? Also es kommen schon spezifische Fragen im Zusammenhang jetzt mit dieser Pandemie. Eine spezifische Frage, die man stellen kann, bei Todesfällen, können Menschen nicht mehr gewohnt miteinander trauern. Jetzt gerade ein Kollege, der Mutter verstorben ist, ich kann nicht mehr wie in anderen Zusammenhängen miteinander zusammenkommen wie früher, wie vorher. Wie kann man mit dem umgehen? Mhm. Ja, das ist wirklich eine grosse Belastung. So Rituale sind wichtig für uns Menschen. Geburt und Tod muss man irgendwie begehen. Man muss Möglichkeiten und Formen finden, wie man dem trotzdem Rechnung tragen kann. Und ich glaube, ein grosser Fehler wäre, wenn man es einfach nur so wegwischen würde. Das ist übrigens auch ein Punkt, wo die Pflegenden mal sagen, wenn man sie beratet, wir sollten einfach aus unserem Berufsverständnis heraus das alles irgendwie verkraften können, meint man, aber das können wir nicht einfach so. Und so hören viele Angehörige, ja, es gibt jetzt doch Wichtigeres, als da noch lange rumstehen oder noch lange die Hand zu halten vom Verstorbenen. Oder man kann ja dann im Frühling einen Gottesdienst abhalten. Das kann man zwar schon, oder könnte man mit Recht auch einwenden, aber wir sehen, dass Menschen, die nicht richtig Abschied nehmen können, oft Jahre oder lebenslang irgendwo an diesem Punkt bleiben kleben. Und darum müssen wir auch andere Rituale haben, Ersatzrituale, die auch auf Distanz möglich sind, neue Formen in der Natur raus. Und so etwas gibt es bestimmt immer. Er hat jetzt gerade noch gefragt, so ein Ersatzritual, wie könnte das aussehen? Genau, dass man eine Trauerfeier zum Beispiel im Freien würde abhalten, im Wald halt, vielleicht die Urne dorthin mitnimmt. Also auch unsere Geistlichen bieten heute sehr viele freie Formen an. Einfach nichts machen, ich glaube, das wäre der grösste Fehler, der ihm könnte unterlaufen. Und eben, wenn ich Sie richtig höre, selbst wenn ich jetzt empfehlen würde, zurückgehen, massiv und das normale Leben wieder zurückkehrt, die Pandemie wird die Leute noch psychisch belasten eine Weile, weil dann eben so Sachen möglicherweise zurückbleiben. Auf jeden Fall. Also auf der einen Seite, das ist auch so ein Stichwort, das jetzt vielfach auch in den Medien war, das Post-Corona-Syndrom, oder? So eine Art Erschöpfungszustand, Erschöpfungsdepression. Auch wir wissen zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch gar nicht, bei wie vielen Menschen wird das auftreten, wie lange wird das andauern. Die Frage auch, ob sogenannte posttraumatische Belastungsstörungen auftauchen. Also die Pandemie oder einschneidende Erlebnisse, die mit dem verbunden sind, erfüllen eigentlich schon irgendwo die Kriterien für ein Trauma, also für eine Belastung, wo man sich nach menschlichem Ermessen nicht darauf vorbereiten kann. Aber ob dann wirklich mehr posttraumatische Belastungsstörungen, die ja verzögert auftreten, kommen, das werden wir eben erst dann wissen. Aber wahrscheinlich sind dann Sie die Anlaufstelle im Spital, die noch lange mit dem konfrontiert ist. Jetzt, das denke ich, ja. Viele Leute leiden ja eben so unter dem zusätzlichen Stress. Sie haben es eingangs erwähnt, das Pflegepersonal sogar irgendwie 24 Stunden ist da konfrontiert, daheim konfrontiert, beim Einkaufen überall. Kleinunternehmer, die Einnahmen wegbrechen. Vielleicht können Sie noch ein paar ganz praktische Tipps geben. Wie kann man denn jetzt seine Resilienz, sagt man ja, seine Widerstandskraft, wie kann man die auf der Höhe behalten? Was gibt es da für einfache Tricks, Mittel, um das zu stärken? Was würden Sie sagen? Das schließt ein bisschen an das an, was ich vorher schon gesagt habe. Was man nicht so das ganze Leben unterbrechen, quasi eingefrieren und auf später verschieben. Das ist sicher nicht geeignet, dass man psychisch, aber auch körperlich widerstandsfähig bleibt. Eine ausgewogene Ernährung, genügend Schlaf, fleissig vorausgehen, es muss nicht Hochleistungssport sein, einfach spazieren, eben auch mit Abstand, halt allein irgendwo her, sich nicht dem Risiko vor Ansteckung aussetzen. Dann ist eben doch der Sozialkontakt ganz wichtig. Wenn man sich halt nicht persönlich treffen soll man telefonieren, per Skype, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Und die Selbstfürsorge, dass man sich daheim gut einrichtet, endlich einmal das Lieblingsbuch liest, das man schon lange im Bücherregal verräumt hat, eine Kerze anzünden, feine Düfte, einfach all das, was einem ein Wohlgefühl, ein Gefühl von Aufgehobenheit vermitteln. Das soll man unbedingt mit grosser Aufmerksamkeit praktizieren. Dann vielleicht die letzte Frage an Sie beide. Eben die Festtage stehen bevor. Sie sind beide sehr stark belastet. Können Sie ein bisschen ausspannen oder was kommt da auf Sie zu an den Festtagen? Ich wäre eine schlechte Ratgeberin, wenn ich selber nicht das machen würde, was ich jetzt gesagt habe. Also ich werde ganz sicher mit gebührenden Sicherheitsvorkehrungen meine Familienmitglieder auch sehen können und mit ihnen die Weihnacht begehen. Das muss nicht unbedingt am 24. oder am 25. sein, aber das ist mir schon wichtig und ich glaube, das ist auch gesund erhaltend, dass man das unbedingt macht. Herr Raffiner, können Sie ein bisschen Zeit mit Ihrer Familie verbringen? Ja gut, das ist immer ein bisschen schwer, wenn man im Spital arbeitet. Doch, kann ich schon. Wegen Weihnachten, ja, mir geht es gleich. Ich tue nicht sämtliche Kontakte abbrechen. Ich habe Eltern, die über 80 sind.
Und wir haben das jetzt wirklich fraktioniert, dass wir es nicht auf einem Haufen sehen, sondern etappenweise in kleinen Grüppeln und immer mit Maske und wenn wir am Tisch essen, dann wirklich mit dem Sicherheitsabstand, weil das ist mir persönlich auch ein Anliegen. Ich will meine Eltern nicht persönlich gefährden durch meine Anwesenheit. Ich probiere das zu machen und ich glaube, mit Vorkehrungen, wenn man das ernst nimmt, dann geht das. Herr Ravin, Frau Isermit, ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir bei Ihnen sein dürfen. Und ja, dann wünsche ich doch dann ein paar entspannte Stunden, Tage über die Festtage. Wir sind die nächsten 2 Wochen auch in der Ferien. Wir sind mit dem nächsten Tag wieder für Sie da in der ersten Januarwoche. Ich wünsche schöne Festtage. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut. Danke fürs Zuschauen. Der ZT-Talk ist Ihnen präsentiert worden vom Lindenhof Oftringen mit seinem professionellen Catering-Service, der CSS-Versicherung ganz persönlich und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Mami, da! Gesund werden braucht Unterstützung. Und was können wir für dich tun? CSS-Versicherung, dein Gesundheitspartner. Ganz persönlich. Lindenhof Oftringen. Unser Catering-Service sorgt für kulinarische Highlights, auch an Ihrem Event.